Welkom voor het nächste programma. Ik freue mich, dat du dabei bist. Mein Name ist Gabriele Kroon. Du kannst mich finden in YouTube-Kanal. Du kannst mir auch persönlich schreiben über WhatsApp. Und von dir möchte ich dir die Frage stellen, was beweist dein Leben? Ich glaube, für uns ist es leichter zu reden, was man wünscht zu leben, was man wünscht zu sein, was man glaubt, okay, dort wird ein gutes Leben sein, da wird ich wirklich was gut getan haben, aber was beweist mein Leben wirklich, was hält dort ab guter Platz an? Und ich möchte dir einen Vers verlesen aus dem Psalm 90, Vers 12. Lier uns bedenken, dort wir sterben machen, dort wir klug wurden. Vielleicht wirst du dich wundern, woher ich diesen Vers gesagt. So, leer uns bedenken, dass wir sterben machen. So, wir seien uns für unser Ziel. Ich will das haben, ich will materialische Dinge haben. Du strebst vielleicht auch noch irgendwo näher zu haben. Entweder ein Haus oder eine Kirche Dinge zu haben. Oder auf dem Land, wo immer die schaffen das, am Haus nicht fertig. Oder du vergleichst die mit anderen. Oh, der hat so eine Wäsche, ich habe nicht so eine Wäsche. Oder Jana trägt sich so an und ich trage mich anders an. Oder du vergleichst die mit, okay, der hat so stolz seine Kinder, der trägt die so ab, ich kann das anders. Meine Familie ist so stolz, den anderen seine Familie ist anders. Dort gibt so viele Dinge, wo wir uns für nicht konzentrieren, wo wir für viel mehr über nachdenken, was Hand zu kriegen, was haben andere, wo tun andere Menschen dort. Oder auch sogar, was verlangen andere Menschen von mir, von deinen Freunden, von Familie. Und von der möchte ich die fragen, was beweist dein Leben wirklich? Wo strebst du am Hort? Dort, wo Menschen sein oder dort, wo Gott sagt? Ich möchte von dir sein, dort jeft den Himmel und dort jeft auch der Hall. So uns Leben von dir, dort wird bestimmt, wo wir eng sind. Nicht, was wir uns wünschen. Jo, ich möchte in den Himmel kommen. Ich möchte ein guter Mensch sein. Aber wir streben viel doller danach, Menschen zu mir zu leben. Und dort zu leben, was andere würden denken, was gut ist. Und für jeden, danach zu gucken, was ist wirklich für Gott seine Ehren gut. Wo hat mein Leben eine Frucht? Was beweist dort eng? So, das Vers sagt, dass lieb mich bedenken, dass ich muss sterben. Du und ich müssen einen Tag sterben. Wo wirst du sein mit dort, was dein Leben nu ist? Hast du eine Beziehung mit Gott? Redest du mit Gott? Lebst du ein Leben, ein Life von Gott? Wo dir geboten sein, live me mit dem ganzen Hort. Sieh du, hab eine Beziehung mit Gott. Ist Gott wirklich Nummer 1 in dein Leben oder alles andere, was alle anderen Menschen sein oder was die haben? Dort, was du hast, ein Materialum, dort wirst du nicht mitnehmen. Und ich möchte dich fragen, wo steckt dein Hort von dir? Lebst du dein Leben so, dass du am Ende wirklich am Himmel sein kannst? Erfüllst du mit deinem Leben dort, was Gott macht? Und ich möchte dir ein Ding sein, keiner ist perfekt. Ich bin nicht perfekt. Du wirst bloß Jesus, der perfekt wird. Durch sein Leben kann wir genug für Gott kriegen. Und wenn du sagst, ich bin nicht perfekt, das ist keiner. So, das Einzige, was du und ich tun können, ist für Gott kommen sein. Gott, ich brauche deine Genut jeden Tag. Ich will jeden Tag von deiner Genut abhängig sein. Ich will ein reines Leben haben. Ich will danach streben, dort zu leben, was eng Frucht bringt. Und dass ich in der Life und der Genut von Jesus leben kann. Die Bibel sagt, dass Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt ohne Arm im Himmel nicht. So, wo steckt dein Leben? Wenn du weißt, von dir in den Anfang mehr und kannst du mit mir mitbeten. Vordat ich kom von dir für dich, ich bekenne, dass ich nicht ein abbrechendes Leben habe, dass ich mein Leben auf alles andere konzentriert habe als auf dich. Und dass du meine Welt immer an erster Stelle bist, aber in mein Hort nicht, mit meinem Leben beweist was anderes. Ich mag von dir bekennen, dass ich ein Sünder bin. Ich mag bekennen, dass ich deine Genut brauche, dass ich deine Life
gebruik. En voordat ik neem die vergeving aan. Ik erken die als mijn Heer en Heiland in mijn leven. En durch dat bloed Jezus neem ik de genade aan. En ik snijd alle wijze of alle werkelen wat mij door dat vleeselijke, door dat menselijke vieren snijd ik af. En mijn hart. En Jezus, ik laat die in mijn hart nemen. Dat du regieren mocht durch den Heiligen Geist. En Heilige Geist leidt mij van vandaag wieder een leven te leven wat omeng naar dat rechte viert. Dat ik een kind Gottes zie. Voor ik zij die dank zijn voor de genade die mij geeft. En voor ik zij die dank zijn dat ik die kind zijn kan. En Jezus zijn naam. Amen. Ik mocht die moed merken. Kijk op die leven. En merken die een aanvang met God. En wanneer du Frauen hast, dat die brugst in je bed, persoonlijk voor die leven, du kannst mij zijn hier schrijven. Ik mocht die zijn, mocht God die zijn, en die een degelijke leven.